Merci, Heiliger Geist, dass du da bist. Und danke, dass du den Raum erfüllst. Merci, dass du unsere Gedanken erfüllst. Merci, dass wir dürfen heute Morgen von dir hören, dich spüren. Öffne unser Herz, Jesus, öffne unsere Gedanken, unsere Ohren. Lass uns deine Stimme hören. Amen. Amen. Auf dem Weg da hat der Stefan mich gefragt, ich bin ein bisschen krank, und er hat gesagt, Sabrina, habt ihr einen Plan B in der Kirche? Also wenn du richtig krank bist, oder irgendwie schaffst du nicht am Sonntagmorgen plötzlich in der Kirche gehen, was passiert denn? Ich habe gesagt, nein, eigentlich, wir haben keinen Plan B. Aber das Plan B wäre, wir haben so einen guten Worship, vielleicht ist Plan A, es ist noch besser, hätte man können sagen, wir machen nur Worship. Werdet ihr einverstanden, falls einer von uns Pastoren fällt, machen wir nur Worship. Also nicht, dass ihr sagt, ihr solltet noch fehlen, bitte Pastoren, dass wir nur Worship haben. Es ist so schön, miteinander geht, arbeiten. Hey, mega cool, so viele Leute gesehen. Ehrlich gesagt, ich habe nicht gewusst in den Ferien, wie viele Leute in der Kirche kommen, aber so viele Leute, so viel Lachen im Gesicht gesehen. Schön. Haben ihr alle Ferien gehabt oder gehen in der Ferien oder haben gar keine Ferien? Gar keine Ferien. Nicht schön. Sorry. Aber ich bin gespannt auf ein Thema, das wir miteinander heute Morgen anschauen werden. Es ist ein Thema, das mich persönlich sehr anspricht, aber auch Freude macht. Ich tue so Sachen mega gerne studieren und auseinandernehmen. Und ich hoffe, dass ihr auch geniesst. Nicht nur geniessen, sondern auch dürft etwas mitnehmen. Dass Jesus wirklich an unser Herz berühren, uns verändern. Aber ich fange mit etwas Lustiges. Und zwar, jede Kultur, jede Sprache, jedes Land hat so redewendliche Sätze, Geste, wo wir alle kennen. Und man muss nicht erklären, man weiß einfach, was es bedeutet. Jetzt schauen wir mal, von all die Schweizer sind, schauen wir mal von all die Deutschen sind, ob ihr könnt die Redewendungen Ende bringen. Also ihr könnt den zweiten Teil von dieser Redewendungen aussprechen. Also, eine. Was man nicht weiss. Alright. Das Leben ist kein. Ja. Ponyhof. Wer zuletzt lacht, macht am besten. Morgen ist auch noch ein Tag. Fertig. Okay. Aber heute wäre besser. Also, ein anderer, der letzte. Was du heute kannst besorgen. There you go, well done. So gut. Aber wir haben so Redewendungen, alle, die in der Schweiz aufgewachsen sind, in der Schweiz sind, die kennen das. Und in der Bibelzeit war es ähnlich gewesen, oder so genau gleich gewesen. Sie haben ihre Redewendungen gehabt, sie haben ihre Gäste, ihre Sätze, ihre Kultur gehabt. Und sie müssen nicht viel erklären, nicht miteinander diskutieren. Sie haben es schon gerade verstanden, um was es geht. Und heute Morgen, wir würden gerne miteinander so einen Teil von der Kultur damals anschauen. Vor allem, wie Jesus hat Verheißungen von dem Alten Testament im Neuen Testament erfüllt. Aber noch viel mehr, wie hat Jesus die Kultur, die Einstieg, die Haltung, die Mentalität von seiner Zeit verändert. Und wir schauen der jüdischen Kultur zusammen anschauen, aber bevor ich anfange, ich würde gerne vom Psalm 89, Vers 15 lesen. By the way, ich habe heute keine PowerPoints. Es wird ein Bible Study geben. Und ich sage nicht, dass ich voll war, bin die ganze Woche das PowerPoint machen. Ich sage, ich will das richtige Bible Study machen und möchte ich euch ermutigen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr so eure Bibel auftun. Wenn ihr ein Handy habt, dürft ihr auch das Handy vorne. Wir fangen mit Psalm 89, Vers 15. Die sagt, und ich lese von Hoffnung für alle, Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen deiner Herrschaft.
Alles, was du tust, zeigt deine Liebe und Treue. Das ist eine Verheißung von der kommenden Messiah. Der Messias, der kommt, Gerechtigkeit und Recht wird Säule von seiner Herrschaft. Sein Thron wird aufgebaut auf Gerechtigkeit und Recht. Die zwei Worte sind Säulen für die jüdische Kultur. Juden haben fast all ihre Theologie auf die zwei Worte gebaut. Alles, was sie gemacht haben, ist auf die zwei Worte gewesen. Mishpat und Tzedakah. Tzedakah heisst Gerechtigkeit, Recht mit Gott stehen und Recht mit Menschen stehen. Und Mishpat, auf Deutsch ist auch Gerechtigkeit übersetzt, aber es ist nicht wirklich Gerechtigkeit. Es geht viel tiefer. Es heisst, Würde und Ehre wiederherstellen, wieder zurückgeben. An die Schwächen, an die verletzt sind, an die nicht akzeptiert sind, wieder Würde, Respekt und Ehre zurückgeben. Also Mishpat und Tzedakah sind Säulen von dem Messias, der kommt. Er kommt und er wird die Gerechtigkeit wiederherstellen und Würde wieder zurückgeben an die Schwäche, an die das am meisten brauchen. Und die Zeit von Jesus, die das am meisten gebraucht haben, die am meisten das gesucht haben, die Schwächen, die Verletzten, die Unwürdigen, sind Frauen gewesen. 200 Jahre vor Jesus ist ein hellenistische Reich, das ist der griechische Reich, hat zugenommen. Und mit dem auch andere moralische System, andere moralische Werte gegenüber Frauen. Und die Juden haben gefunden, wir würden nicht hellenistisch werden. Wir werden nicht wie die Griechen werden. Wir müssen noch strenger werden damit. Wir können unsere Kultur, Religion, Tradition gut schützen und bewahren. Merci vielmals. Aber leider, sie sind ein bisschen weit gegangen von das, was Gott hat sich vorgestellt. Was Gott hat eigentlich mit dem gemeint. Wenn Gott Adam und Eva geschaffen hat, er hat der Eva einen Namen gegeben. Gott hat ihr einen Namen gegeben. Und er sagt, ich schaffe für dich eine Frau. Und die Frau hat Ezer Kenegdu geheißen. Ezer Kenegdu heisst ein starkes, gleichwertiges Gegenüberin. Ein starker, gleichwertiger Gegenüberin. Der einzige Mal, also das Ezer, das Wort, hat Gott einisch für die Frau gebraucht und sonst in der ganzen Bibel hat für sich selber gebraucht. Also das Wort braucht er für sich. Ich bin gegenüber, ich bin ein Starker, ich bin dein Helfer. Und einmal für die Frau. Also Gott hat Mann und Frau in seinem eigenen Ebenbild geschaffen. Er hat beide Würde gegeben, er hat beide Ehre gegeben, er hat beide Rollen gegeben. Mit Zeit hat das sich verändert. 200 Jahre vor Jesus ist noch schlimmer geworden. Es gab einen Lehrer, einen Rabbi, einen Philosopher, einen Theologe, hat Ben Sira geheißen. Der Ben Sira hat ein Buch geschrieben, Sirach, wo ist dann Kommentar von all jüdischen Lektionen und nachher die Pharisäer und Sadduzäer sind eigentlich von seinen Lehren haben gebraucht und von seinem Lehr sind gekommen. Und Ben Sira sagt in seinem Buch, sein Lehr, von Frau nahm die Sünde ihren Anfang. Das hat auch der Paulus dann zitiert und spricht darüber. Er geht weiter in Kapitel 42, sind Vers 11 und sagt, besser die Bösheit eines Mannes als die Güte einer Frau. Es wird noch schlimmer. Rede nicht zu viel mit einer Frau. Nicht einmal mit deiner eigenen Frau. Wie viel weniger mit der Frau von einer anderen Mann. Wer zu viel mit Frau spricht oder redet, schadet sich selber, vernachlässigt Tora und endet im Gericht oder Gehenna Hölle. Sind nur ein paar Sätze
Ihr könnt mal selber Sirach 42 mal lesen, sind viel. Und das sind all die Gesetze über eine Frau. Er hat selber Tochter gehabt und hat seine Tochter gehasst, hat auch mega blöd und schlimm über seine Tochter geschrieben. Überhaupt, Frau darfst einfach nicht mit ihr reden, ausser wenn um Sex geht. Wenn nicht das, dann du brauchst sie nicht. Du musst mit sie nicht reden. Eine Frau ist nicht gleichwertig, sie ist nicht schlau genug, sie ist nicht gut genug. Du darfst nicht eine enge Beziehung oder Gemeinschaft mit einer Frau haben. Und ich rede von deiner eigenen Frau. So könnt ihr euch vorstellen, Jesus ist in so eine Kultur in der Welt gekommen, in so eine Gesellschaft, in so eine Mentalität, wo Frauen sind nicht gesehen, keinen Wert haben gehabt. Was macht Jesus? Wir sehen in der Bibel, er hat so viele Begegnungen mit Frauen gehabt. Wenn ich euch fragen würde, ihr könnt mir Stories erzählen, Bibelverse von der Begegnungen, die Jesus hat mit der Frau hatte. Und wir wollen heute eine von dieser Begegnungen miteinander anschauen, im Johannes-Evangelium, Kapitel 4. Und ich glaube, am meisten von euch, ihr kennt die Texte, ihr kennt das Beispiel. Ich tue es nicht das ganze Kapitel lesen, sonst brauchen wir viel Zeit. Aber das ist eine Begegnung von Jesus mit der Frau am Brunnen. Jesus ist im Süden, im Judäa. Er hat in Jerusalem hat ein Wunder gewirkt. Er muss dann wieder zurück nach Galiläa gehen. Normalerweise ein Jude, also zwischen Judäa und Galiläa, wo im Norden ist, gibt es Samaria. Und normalerweise ein Jude ist nicht durch das Samaria gelaufen, sondern er hat versucht, sich um das Samaria herumzulaufen, weil die Samariter und die Juden haben Krieg untereinander gehabt. Die haben gestritten, die haben einander umgebracht. Es war einfach hässlich gewesen unter die Juden und Samariter. Aber Jesus entscheidet sich, er will durch Samariter laufen. Er sagt, sein Weg führte ihn durch Samarien, unter anderem nach Sichar. Er kommt an, er geht bei den Brunnen, seine Jungen gehen Essen holen, er hockt neben dem Brunnen und da kommt eine Frau. Er sagt, es ist Mitte der Tag, also Mittagszeit und allein. In der jüdischen Kultur, das ist sehr seltsam. Das haben Frauen nicht gemacht. Die jüdische Kultur ist extrem eine Wir-Kultur, nicht Ich-Kultur. Und das zeigt sich, ich gehe nicht allein einkaufen, ich gehe nicht allein Wasser holen, ich gehe nicht allein etwas erledigen. Wir gehen zusammen. Und damals, wir tun einfach einander anschauen, oder mit Familie, oder mit Kollegen, oder mit Freunden. Wir machen einfach Sachen miteinander. Das macht viel mehr Spass, als wenn ich allein unterwegs bin. Und damals Frauen haben früh am Morgen sind gegangen, um Wasser zu holen und dann den ganzen Tag haben ihre Arbeit gemacht. Die Frau aber vermeidet andere Frauen. Vielleicht vermeidet sie die Gespräche, die Blicke, die Fragen, die kommen, alles, was sie über sie sagen. Und denkt, ach, keine Lust. Ich gehe lieber allein und ich gehe über den Mittag in der Hitze vom Tag das Wasser holen. Und genau da, wo sie versucht, Menschen Begegnungen zu vermeiden, wo zeigt uns, die Frau steht am Rand der Gesellschaft, trifft Jesus ihr. Gerade in diesem Moment, Jesus spricht sie an. Er konnte sie lassen, ihre Sachen zu machen. Er ist ein Jude, sie ist vom Samaria, aber Jesus spricht ihr an und fragt um Wasser. Und die Frau sagt, Vers 9, die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritanische Frau. Es ist so gewesen, wenn du Brot vom Hand von einem Samariter gegessen hast, hast du dich unrein gemacht. Und dann musst du ein Ritual machen, also ein jüdisches Ritual durchsetzen, um dich wieder zu reinigen. Also das Brot vom Hand vom Samariter darfst du nicht essen. Und das ist von einem Mann. Von einer Frau gar nicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mann, ein Rabbi,
ein Gelehrter, ein Jude, spricht eine Frau an, die noch die Jüdin ist, das ist von Samaria, bittet sie um Wasser. Also er macht sich unrein, nur in dem, dass er mit ihr redet. Und das Wasser von ihrer Hand trinken. Das ist noch schlimmer. Jesus ihm ist egal. Er bleibt nicht da stehen. Er geht tiefer und er sagt, hey, doch, ich will Wasser für dich. Gib mir Wasser. Und er sagt ihr, wenn du wüsstest, was für ein Wasser könnte ich dich anbieten. Ein lebendiges Wasser, was ich dir geben kann. Dann würdest du mich um Wasser bitten. Also, Jesus begegnet sie. Er redet mal mit ihr. Er bittet um Wasser von ihr. Eine Frau, die mit Scham, Ablehnungen, Einsamkeit lebt, am Rand der Gesellschaft, versucht sich zu verstecken von allen. Jesus begegnet sie. Und dann, er redet über das lebendige Wasser mit dieser Frau. Um ein theologisches Thema, das normalerweise du hast mit anderen Männern, Philosophen, Theologen, Rabbi, Lehrer von deiner Zeit reden, nicht mit einer Frau. Und das ist für uns als Gläubige, für uns als Christen, einer der wichtigsten Stellen in der Bibel. Wir lernen, das ist das erste Mal, wo wir lernen über das lebendige Wasser, dass Jesus die Quelle von der Wasser ist. Er sagt, dieses Wasser wird ihm zu einem zu viel Licht, ich habe gute Augen, versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Also das Wasser, das ich dir gebe, wird dir ewiges Leben geben. Das ist die Quelle, die nie ausgeht. So eine Offenbarung an einer Frau. Und klar, sie ist erstaunt und sagt, ich will das. Ja, bitte. Dann komme ich nie mehr an den Brunnen. Dann muss ich nicht mehr Menschen begegnen. Dann bin ich endlich frei. Yes! Diese Wasser würde ich unbedingt haben. Dann kann ich mich wirklich gut verstecken. Jesus bleibt nicht da. Er geht eine Stufe noch tiefer mit ihr. Und er sagt, gut, das gebe ich dir. Aber bring mal erst den Mann. Und sie sagt, Herr, aber ich habe keinen Mann. Und Jesus hat das irgendwie gewusst. Er sagt, das stimmt, du hast keinen Mann. Du bist 5-mal geheiratet, 5-mal geschieden. Mit dem Mann, den du jetzt wohnst, er ist nicht dein Mann. Ich werde kurz da stoppen und etwas euch erklären. In der Zeit von Jesus haben 2 Rabbi gegeben, 2 Schulen. Und jeder, der Rabbi geworden ist, musste sich von einer oder anderen Schule entscheiden. Welche Theologie möchte ich annehmen? Welche Theologie tue ich weitergeben? Der erste, der ein bisschen traditioneller, strenge Schule war, hat Shammai geheißen. Die Schule von Rabbi Shammai. Die sind ein bisschen altmodisch, eng unterwegs, ein bisschen religiöser. Und die zweite Schule hat Hillel geheißen, Rabbi Hillel. Und das ist liberal, sehr offene Schule. Beide Schulen haben Theologie über Scheidung. Einer hat gesagt, ja, der Mann kann sich nicht einfach so scheiden lassen. Und der andere hat gesagt, der Hillel hat gesagt, ein Mann kann sich scheiden lassen, wenn seine Frau Essen verbrennt. Egal was für Grund gibt, wenn sie mal Brot verbrennt, kann er sich scheiden lassen. Es ist so einfach gesehen. So, vielleicht hilft euch, mögt ihr euch erinnern, dass der Rabbi Jesus fragt, was sagst du zum Scheidung? Das ist eigentlich, weil sie wollten wissen, von welcher Schule kommt er? Was für eine Theologie hat er? Recht für Scheidung in der Zeit von Jesus ist nie bei der Frau gewesen. Eine Frau konnte sich nie scheiden lassen. Sie konnte zurück geschickt werden, aber sich entscheiden hat sie nicht dürfen. Das Recht für Scheidung ist nur beim Mann gelegen. Er durfte entscheiden, wann ist er fertig. Wann will er sie zu Hause schicken. So, wenn wir mit dieser Geschichte die Bibel anschauen,
Das Erste, was in unsere Gedanken kommt, ist nicht, dass sie eine Sünde war oder sie hat versagt, sondern wir können wieder sehen, diese Frau erlebt wiederholte Zurückweisung. Ablehnung. Nein, danke. Dich will ich nicht. Die Frau hat 5-mal neu anfangen mit der Hoffnung. Wir wissen nicht, wieso haben die Männer sich scheiden lassen. Aber eins wissen wir, das war nicht ihre Wahl. Nicht in ihrer Kontrolle, nicht etwas, was sie bewirken, beeinflussen oder anders machen. Wir können eins sicher sein, sie hat sicher probiert. Und egal welchen Grund, haben die Männer entschieden, nein, ich will dich nicht. Du darfst gehen. So, Jesus spricht nicht, er spricht einen Teil von ihrem Leben, der erfüllt ist mit Scham, mit Selbstverzweifeln, mit Zurückweisung, mit tiefer Verletzung in ihrem Leben. Er geht an dem Ort von ihrem Leben, wo sie sagt, keine Begegnungen, niemand darf das sehen. Ich will nicht darüber reden. Und Jesus spricht das nicht, um sie bloßzustellen. Er spricht nicht, weil er wird sie anklagen oder verurteilen. Er kommt nicht und sagt, du sündige Frau. Das ist nicht seine Art. Das ist nicht der Weg, wie Jesus ihr anspricht, sondern er spricht ihr an, weil er will sie wiederherstellen. Weil er will sie heilen. Weil Jesus will sie Gerechtigkeit und Recht, Zadaka und Mishpat in ihr Leben wiederbringen. Das ist der Jesus, den wir kennen. Sie hat es nicht gern. Sie will doch nicht darüber reden. Sie will doch das Thema vermeiden. Eine ehrliche Frage. Wie oft kommt Jesus Gott in unser Leben, lässt seinen Finger an dem Ort, bei unserem Herz, in unser geistliches Leben, persönliches Leben, Privatleben, Arbeitsleben, wo ich denke, nein, danke. Ich will nicht darüber reden. Gott, ich weiss, du meinst gut, aber ich will nicht, dass du diese Türen auftust. Diesen Schrank aufmachst. Kann man das bitte zuhalten? Vielleicht ein Ort, wo ich verletzt bin, du verletzt bist, Sünde kann sein, Vergangenheit. Und lustigerweise, das macht er. Und das macht er jederzeit. Kann man von ihm nicht wegrennen, kann man es von ihm nicht verstecken. Und er kommt nicht um verurteilen, um nur uns anklagen, sondern mit Wahrheit uns heilen und wiederherstellen. Die Frau verändert das Thema. Oh Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Wir lesen Vers 19 von dir, wo die Bibel offen haben. Du bist ein Prophet. Und dann, als ein Prophet möchte ich dich fragen, warum überhaupt ihr Juden betet euren Gott in Jerusalem, seit Vers 20. Also eigentlich solltet ihr nicht euren Gott in Jerusalem beten, sondern da auf dem Berg in Samaria. Der Berg hat. Kannst du nochmal sagen, das Wort? Berg Garizi, okay. Ja, das Wort kommt jetzt mir gar nicht, aber es kommt irgendwann. Das ist das Hauptproblem mit Juden und Menschen vom Samaria. Die Juden haben in Jerusalem Jesus angebetet, die Menschen vom Samaria auf dem Berg in Samaria. Und da haben sie viel gestritten miteinander. Also sie verändern das Thema, ich will nicht darüber mit dir reden, über meine Ehe oder Vergangenheit, so ein theologisches Thema. Ben Sira sagt aber zu dem, es ist lieber das Tora verbrennen, als sie eine Frau lehren. Eine Frau, darfst mit einer Frau auch nie theologische Themen austauschen. Du darfst mit ihr nicht über Tora reden, du darfst ihr lehren, also den Sabbat lehren oder die Tradition vom Judentum hast du dürfen lehren, aber Gesetz vom Tora, also mit ihr in Debatte kommen, in ein Gespräch kommen, nein,
Das darfst du nicht. Ja, nicht als ein Rabbi mit der Frau über Theologie zu reden. Sie ändern das Thema. Jesus, das kann sagen, schau, das geht dir nicht an. Darüber rede ich sicher nicht mit dir. Aber macht er nicht. Er erklärt ihr. Und er sagt, ihr wisst nicht, wie man so eigentlich Gott anbeten. Und es kommt eine Zeit, wo ihr werdet nicht, im Vers 23, doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Also es kommt eine Zeit, wo ihr werdet weder auf dem Berg noch in Jerusalem ihn anbeten, sondern im Geist und Wahrheit. Wie oft habt ihr die Versprediger gehört? Gott im Geist und Wahrheit anbeten. Wie oft haben wir das darüber gelehrt? Ein von der tiefsten, höchsten theologischen Themen in jeder Kirche. Wem offenbart Jesus das? Frau von Samaria, die 5-mal geschieden ist. Er geht so tief theologisch mit ihr. Und nachher geht nochmal eine Stufe tiefer. Und er sagt, die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Und wenn Jesus sagt, da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin es. Das allererste Mal und das letzte Mal, dass Jesus selber sagt, ich bin Messias. Wenn du das erste Mal als Messias würdest dich offenbaren, dich darstellen, dich kunden, dass du der Messias bist, wie machst du das? Dein erstes Mal. Es gibt nur einmal das erste Mal. Das erste Mal soll epic sein. Das erste Mal soll so gross sein, so speziell sein. Vielleicht beim Pharisäer, vielleicht im Tempel, in Jerusalem, vielleicht an die Mami, weiß ich nicht. Vielleicht an den Geschwistern, ich bin der Messias. Vielleicht an deine Jungen, die dir mega nahe sind, anvertraut sind, wo du mega fest liebst. Du das erste Mal sagen, ich bin Messias. Nein, macht Jesus das nicht. Wo tut er das offenbaren? In Samaria, bei einer Frau, die nicht mal Judin ist. Zum allerersten Mal an eine Frau sagt er, ich bin der Messias. Die Wahrheit vom Himmel, Altes Testament, Neues Testament, tut er einer Frau offenbaren. Und das hat gelangen. Sie geht zurück, als sie das hört, er ist der Messias. Geht zurück in ihre Stadt, erzählt überall und sagt, kommt, seht einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sollte dieser nicht der Christus sein? Eine Frau, die am Rand der Gesellschaft steht, erfüllt mit Scham, mit Verletzung. Eine Frau, die wird niemand begegnen, rennt zurück im Stadt. Steht in der Mitte und schreit mit lauter Stimme, voll Mut. Kommt und schaut. Ich habe einen Mann kennengelernt, der alles, was ich gemacht habe, hat mir erzählt. Er weiß, er ist ein Prophet, er muss ein Messias sein. Ihr müsst ihn kennenlernen. Und die Leute von Samaria gehen, hören Jesus. Und die Bibel sagt, viele Leute aus Sichar glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hätte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Am Anfang von einer Geschichte, wo war die Frau? Wo ist die Gerechtigkeit und Recht, der Mischpat und Sadaka in ihrem Leben? Ziemlich tief.
Sie versteckt sich. Sie kommt nicht in Offenheit raus. Sie kommt erst am Mittag, wo es heiß ist, damit niemand sie sieht. Sie ist erfüllt mit Scham und Selbstzweifel. Sie wird niemand begegnen. So tief verletzt. Am Ende vom Gespräch mit Jesus, wo steht sie? Sie geht zurück in den gleichen Staat, wo alle sie kennen. Voller Mut. Mit lauter Stimme, was Jesus hat ihr gegeben. Kein Scham mehr, kein Verstecken mehr, sondern sie steht da und sagt, er weiß alles, was ich gemacht habe. Und ich weiß, ihr wisst auch. Und er hat es mir gesagt, aber Jesus hat ihr nicht verurteilt, nicht angeklagt, nicht abgemacht, nicht gesagt, du das Sünder, sondern er hat ihr Würde gegeben. Er hat mit ihr geredet. Er hat theologischen Austausch mit ihr gehabt. Er hat ihre Gedanken geöffnet. Er hat sich selber ihr offenbart. Sie hat den Messias gesehen. Ist ihr alles anders jetzt egal. Der über mich alle Wahrheit weiss und trotzdem hat mit mir geredet. Und trotzdem hat mich angenommen. Und trotzdem hat sich mir offenbart. Den Messias habe ich gesehen. Jesus nimmt sie von einem Ort, wo sie schwach ist, verletzt ist, keine Würde hat, ist ihr so viel Ungerechtigkeit passiert. Und er bringt sich in eine Stufe, wo sie mit Würde, Respekt wieder zurückgehen. Und dann steht die erste Missionarin, die erste Frau Missionarin, die darf zurückgehen und evangelisieren, kommt und schaut. Sie hat keine Bühne gebraucht. Sie hat einfach ihr Leben erzählt. Da bin ich. Und Jesus hat mein Leben verändert. Wie genial ist das? Wie genial ist unser Jesus, der Gerechtigkeit und Recht wiederherstellt. Ich lese nochmal die Vers vom Psalm 89, was sagt, Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen deiner Herrschaft. Alles, was du tust, zeigt deine Liebe und Treue. Alles, was du tust. Jesus kommt mit Liebe und Treue und er wiederherstellt das, was kaputt war. Und ich liebe unseren Jesus. Er tut nicht nur Leben wiederherstellen, Menschen wiederherstellen, Geschichten wiederherstellen. Er verändert die Gesellschaft. Er lässt die Gesellschaft nicht ihn verändern, nicht ihn beeinflussen. Er läuft in seine Zeit nicht wie jeder andere Rabbi. Wie jede andere Schullehrer von der Hillel und Shammai Schule. Er lässt nicht die Gesellschaft ihn diktieren, was er zu tun hat. Er ist der Herr über Tradition, über Regeln, über Gesetz, über Gesellschaft, über die Mentalität von dieser Zeit. Er ist der Gott. Und er kommt und sagt, und ich stelle das wieder so, wie mein Vater von Anfang an das gedacht hat. Ich gebe Ehre und Respekt und Gerechtigkeit zurück an die Schwächen, an die Verletzten, die eigentlich sie verdient haben. Und mir ist egal, wie Jesus sagt, was die Gesellschaft sagt. Ich stehe für Wahrheit. Und ich liebe das mit Jesus. Lustigerweise, egal was heute unsere Gesellschaft sagt, unsere Werte sagen, er macht es genau gleich mit jedem von uns. Egal, was ich erwarte sogar von einem Mann, was du erwartest von einem Gott, was deine Vorstellungen sind von dem Messias, er tut alles auf den Kopf stellen. Er lässt sich nicht einschüchtern von unseren Limit, Grenzen, Scham. Das, was ich verstecke, alles, was ich brauche, ist eine Begegnung mit der Jesus. Alles, was ich brauche, ist mal mit ihm reden. Vielleicht lasse ich in den Schrank auftun heute Morgen, wo ich lange versucht habe, zuzuhalten. Themen, die Jesus gerne in meinem Leben aussprechen, vielleicht darf ich ihn mal sagen, ist gut, ich vertraue dich. Ich weiss, alles, was du tust du mit Liebe und Treue. Nicht mit Anklangen, nicht mit Anklagen oder Verurteilen oder uns klein machen, sondern er will uns Gerechtigkeit wiedergeben.
Er will uns hoch erheben. Ehre und Würde wiederherstellen. Wir steigen Zeit vom Lobpreis. Lobpreis dürfen schon auf die Bühne kommen. Ich weiß es nicht, wie ein Dobrina aussieht, wo Jesus sie trifft, wo Jesus Würde und Ehre wieder zurückgibt. Ich weiß, ich kenne meinen Jesus. Aber ich habe persönlich auch immer wieder Orte, wo ich darf sagen, ich will nicht für dich diese Orte verstecken. Ich will dich erlauben, zu reinreden in meinem Leben, in meine Ehe, in meine Arbeit, alles, was ich mache, du hast das Recht. Und so lade ich dich ein heute Morgen. Gib ihm Recht, mit dir zu sprechen. Lass ich Ehre, Würde, Gerechtigkeit, da wo dir ungerecht passiert ist, da wo unfair war, wiederherstellen und dich heilen. Darf ich beten, bevor wir in den Lobpreis einsteigen? Jesus, du bist genial. Du bist der Gott der Geschichte. Du bist der gleiche Gott gestern, heute und bis in die Ewigkeit. Du bist würdig, du bist mächtig und du bist einfach treu und lieb. Alles, was du machst, machst du aus Liebe. Und wir wollen nichts für dich verstecken, zubehalten, sondern möchten wir unser Herz auftun und dich hineinlassen. Berühre das, was kaputt ist, das, was verletzt ist, das, was nur so ist, wie eigentlich deine Idee, dein Plan war. Verändere unser Herz und mach uns ähnlicher wie du. Ich bitte um Heilung, Vergebung, Wiederherstellung. Ich bitte um Freude und Mut und laute Stimme, wie jeder von uns. Der kann sagen, so bin ich gesehen und da habe ich den Messias getroffen. Kommt und seht, ich habe keine Scham mehr. Merci, dass du so mächtig bist auch heute und so grossartig am Wirken.